Commander haben gerade eine Meinungsverschiedenheit. Würden Sie bitte eingreifen, bevor die beiden das Schiff zerlegen? Ich kümmere mich darum. Machen Sie ein paar Fotos. Wenn Sie mich anfassen, verteile ich Sie auf der Wand, Schlampe! Es reicht. Schluss jetzt. Alle beide. Der Cheerleader gibt nicht zu, dass Cerberus' Experimente an mir falsch waren. Das war nicht Cerberus, nicht wirklich. Aber das mit Ihnen war ganz klar ein Fehler. Lecken Sie mich! Sie haben doch keine Ahnung, was Sie mit mir gemacht haben. Vielleicht sollte ich es Ihnen mal zeigen. Unsere Mission ist zu wichtig, um sie von persönlichen Gefühlen gefährden zu lassen. Ich scheiß auf Gefühle, ich will Sie einfach nur tot sehen! Sie wissen beide, was wir vor uns haben. Sparen Sie sich Ihre Wut für die Kollektoren auf. Ich kann unsere Differenzen beiseite legen, bis die Mission erledigt ist. Sicher? Ich leiste meinen Beitrag. Wäre doch schade, wenn sie stirbt, bevor ich sie selbst filetieren kann. Kommen Sie beide jetzt klar? Es ist gut, dass Sie rechtzeitig vorbeigekommen sind. Solange sie Ihren Job macht, ist alles in Ordnung. Danke, Shepard. Zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahme von Mass Effect 2. Eigentlich war so der Plan, wir reisen in Richtung Ilium und machen die Mission um die Liara und um den Shadow Broker und dann ab ins Reaper FFS. Es gibt jetzt aber ein kleines Problem. Ich habe mich so ein bisschen informiert. Sorry dafür. Wir haben bei der Mission rund um Fane eine gefälschte ID gefunden. Und jetzt habe ich mich informiert, wo man das abgeben kann, etc. Und zwar, wenn wir von der, da ist gestanden, wenn wir von der Normandy aussteigen, hier auf Ebene 27 und dann Richtung links uns halten, müsste irgendwo eine Asari stehen, warten, etc. Und ja, mal schauen. Diese Menschen sind unfassbar. Flugverbotslisten? Was haben sie nur aus diesem Ort gemacht? Wie ihr sehen könnt, ich habe Shepard mit neuen Waffen ausgestattet. Die werden wir später mal probieren. Ich habe Ihr Gespräch mitbekommen. Probleme? Ah, ein Mensch. Ihre Spezies drängelt sich immer vor, wenn es darum geht, die Probleme der Galaxie zu lösen, stimmt's? Ja, wenn es sonst keiner macht. Ich weiß nicht, was ich getan habe, um das zu verdienen. Gar nichts. Zumindest nicht persönlich. Aber seit Ihre Spezies den Rat übernommen hat, gibt es jede Menge neuer Sicherheitsüberprüfungen und Reisebeschränkungen. Natürlich nur zu unserer Sicherheit, versteht sich. Wir wurden als potenzielles Risiko für eine Geth-Infiltration eingestuft. Und deshalb dürfen wir kein Schiff besteigen, das uns zurück ins Asari-Gebiet bringt. Warum sollten Sie ein Risiko sein? Sie sind offensichtlich keine Geth. Keine Ahnung. Sie haben es uns nicht gesagt. Wir sind aus irgendeinem Grund auf irgendeine Liste gekommen. Und mehr sagen sie nicht. Denn das ist streng geheim. Wer lässt Sie nicht an Bord eines Schiffes? Ich weiß nicht, wer die Sache beschlossen hat. Irgend so ein Bürokrat am Shuttlehafen hat es uns gesagt. Vor der Station von C-Sicherheit. Warte mal ganz kurz. Ich sehe mal, ob ich das regeln kann. Ich mache mir keine Hoffnungen. Mit der Zollbeamtin. Okay. Mit dem Zoll reden. Mit der Zollbeamtin von C-Sicherheit am Shuttlehafen reden. Es gibt nämlich es gibt insgesamt 3 Optionen. In puncto dieser Mission. Ja, aber wo ist jetzt da? Muss ich mit dir reden, du Pfeifen? Na. Die pfeift ja schon aus dem Anus. Mit Nougat-Nussgeschmack. Wo ist der Zoll? ...27. Warte mal. Hä?
kapier jetzt nicht. Wo ist denn das? Shuttlehafen. Wo soll der scheiß Shuttlehafen sein? Mach mir jetzt nicht deppert. Ah, Sie da. müssen auf das... Kann ich Ihnen helfen, Ma'am? Ich habe mit einigen Asari gesprochen. Sie dürfen die Station nicht verlassen, aber der Grund dafür wurde Ihnen nicht genannt. Können Sie mir da helfen? Es tut mir leid, Sir, aber alle Informationen über die Sicherheit der Station sind geheim. Wir können keine Infiltration durch die Geth riskieren. Die Auskunft, warum jemand auf der Beobachtungsliste steht, könnte die Sicherheit von Undercover-Agenten der C-Sicherheit gefährden. Haben Sie mit ihnen gesprochen? Sehen so etwa Agenten der Geth aus? Nein, aber man kann ja nie wissen. Hören Sie, Miss, ich habe Hunderte von Geth bekämpft. Ich kann Ihnen versichern, dass die beiden keine Geth-Infiltratoren sind. Dass sie keine Taschenlampenköpfe haben, hat mir das verraten. Ich behaupte ja nicht, dass die Regeln sinnvoll sind, aber ich muss sie nun mal durchsetzen. Ich bekomme keine Freigabe für Sie, aber ich kann Ihren Fall zur Überprüfung vormerken. Dann können Sie bis auf Weiteres reisen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Alles okay, danke für Ihre Hilfe. Der Nächste. Naja. Siehst? Ist immer gut, wenn man auf Dialoge schaut. BZW, wenn man auf Sprachfertigkeiten in solchen Spielen achtet. So ein Schwein. Gut, wer du, Zaug. Und? Die lassen sie gehen. Gute Neuigkeiten. Ich habe sie überredet, sie gehen zu lassen. Jetzt schauen sie wieder dreiweg Sie haben los. was? Wie haben Sie das angestellt? Ich habe Beziehungen. Ein paar Gefallen eingefordert. Keine große Sache. Sie müssen eine Erscheinungsform der Göttin sein. Danke. Na erst, du reist mit Wir Shepard. sollten uns fertig machen. Vielleicht geht morgen das nächste Schiff nach Tessia. Oh. Okay. Was wird jetzt gerade gelesen? Warte mal, Gruppe. Wir haben einen neuen Punkt dazu gekriegt, das ist geil. Da habe ich schon eingelöst. Da müssen wir jetzt da warten. Da sparen wir noch ein bisschen. Und jetzt ab in Richtung... Ja, da sind wir eigentlich fertig. Ich habe gehört, hier soll es die besten Lebensmittel im ganzen Sakera-Bezirk geben. Falsch gehört. Hier gibt es die besten Lebensmittel auf der ganzen Citadel. Na down. Wenn das so ist. Gut. Ja, es dauert eigentlich nicht mehr lang. Wir haben jetzt eine Mission gemacht, kurz einen Blick, aber ich glaube die ID haben wir noch immer. Nö. Da haben wir nochmal die Jagd da nach den Ungeziefer, das ist uninteressant. Ja, im Endeffekt können wir jetzt nur mal das machen. Das. Dann habe ich mich informiert, das wird eine Weile dauern. Und dann können wir erst ins Omega-4-Portal reisen. Ja, das wird lustig. Also, ich werde schauen. Ich sag das gleich vorweg. Ich werde schauen, dass ich den Shadow Broker Alarm mache oder durchgehend mache in einer Aufnahme oder an einem Tag etc. Was weiß ich, wie du das einmal nennen willst. Wenn wir den Shadow Broker haben, werden wir nochmal mit der Mannschaft reden, Bibabo und tralala. Wenn uns das Spiel nicht gleich hineinwirft ins Omega 4 Portal, dass wir das Reaper FFS holen müssen. Und im Reaper FFS gibt es dann einige Dinge, die ich dir erklären kann. BZW, das kann ich jetzt schon sagen. Und zwar, eins vorweg. Da ich das Spiel schon kenne und jetzt nicht blind einige, ohne irgendwelche Entscheidungen zu treffen, habe ich mir erlaubt, für die letzte Selbstmordmission mir die Voraussetzungen rauszuschreiben. Genau, da gibt es nämlich etwas. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, kann deine Mannschaft auch draufgehen. Genau.
Für mich ist jetzt einmal wichtig zu sehen, es gibt von den 16 Enden, was Mass Effect 2 oder Mass Effect generell hat, gibt es nur 4, wo Shepard überlebt. Genau. Vielleicht schafft es, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Holen wir uns da wieder Treibstoff. Dann habe ich unseren Schifferl wieder neue Ausrüstung gekauft und Dings, was wir brauchen. Wir brauchen noch was. Und daher, ja, wie du siehst, wir haben da eigentlich ja schon relativ gut aufgeräumt. Hinüber in Richtung Ilium. Ja, die Mission um den Shadow Broker werde ich heute Abend, heute ist der 13.11., um 13.11.2024 um 1:27 Uhr in der Nacht. Ich nehme mal an, dass ich die Mission heute nicht ganz hinkriege. Genau. Und ich habe die zwei mit Absicht genommen. Sie sind die einzigen, die Liara noch kennen. Genau. Wir müssen etwas hacken. Concierge, du alte Gurke, du. Sicherheitsterminals lokalisieren und hacken, dann die empfindlichen Daten in der Nähe finden und zu Liara uploaden. Immer diese Uploads, Sicherheitscodes knacken. Okay, ja, gut. Meinst? Ilium Entertainment möchte zu Beschwerden Stellung nehmen, die wegen unseres kommenden Films Blasto die Qualle sticht bei uns eingegangen sind. Der Anti-Diffamierungsverband der Hanar behauptet, unsere Darstellung von Blastor würde das Volk der Hanar beleidigen und nennt das Werk sogar einen Ausbeutungsfilm. Wir von Ilium Entertainment stehen zu unserem Produkt, in dem ein Hanar eine Hauptrolle spielt, womit der wachsenden Bedeutung dieser allseits geschätzten Bürger der Galaxie Rechnung getragen wird. Wir hoffen, dass Sie als Zuschauer darüber befinden werden, ob wir Blasto korrekt dargestellt haben. Und damit Ihnen das möglich ist, gibt es am ersten Tag 30% Rabatt. Ilium Entertainment bedankt sich für Ihre Unterstützung. Hat jetzt eher nach einem Porno angehört. Kann man mit dir reden? Na, du redest mit der Wand. Interessant, ja. Wir benötigen ein Terminal. Stoßen Sie Fertighäuser ab? Handelskiosk. Habe ich nach Eden Prime auch gemacht. Konnte davon neue Exo an... Nur sehr wenige Quarianer kommen hierher. Ilium hat der Flottille einen Mindestabstand vorgeschrieben, den sie einhalten muss. Für alle, die es sich leisten können, ist das der großartigste Planet der Galaxie. Und sie tun alles dafür, dass die Flotte der Quarianer nicht herkommt. Aha. Na Gott sei Dank ist das keine offene Welt, die du bereisen musst, dann wären wir nie fertig. Man schaut einmal da im Hintergrund. Naja. Das wär's wieder mal so. So ein lineares Action-RPG. Das hat mir wieder mal gefallen. Ich brauche minimale Hitzeentwicklung und Geschwindigkeit. Meine Leistungsanforderungen sind extrem hoch. Eine Handelsgruppe der Batarianer hat Pläne geäußert, den Citadel-Rat zu verklagen. Die Batarianer behaupten, dass Sklaverei ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Kastenwesens ist und die Beschränkung des Sklavenhandels ihre kulturellen Grundrechte verletzt. Der Zwangsarbeitsmarkt fiel um 3 Punkte. Seine Vertreter gaben der ungewollten Kontroverse die Schuld daran. Tja. Da mag man ja fast meinen, da steckt ein bisschen ein Wahrheitsgehalt dahinter. Mit Sklavenarbeit etc. Ich verstehe das nicht. Menschen feiern Eheverträge, indem sie sich der Versuchung der Untreue aussetzen. Das ergibt keinen Sinn. Beruhigen Sie sich mal. Blamieren Sie mich bitte nicht vor der Stripperin. Wie ist das bei Turianern? Gibt es da auch sowas? Ich bin nur wegen der Drinks hier. Aha. Na gut. Ja, ihr Schweindeln, jetzt habt ihr ein bisschen was gesehen. Mein Gott. Ist ja nichts Weltbewegendes. Oh, das ist wirklich nett, aber mir geht's gut. Auch So eine kleine Terminals. Trockenperiode bringt mich nicht um. Wir könnten uns Flotte und Flottille ansehen. Ich habe jeden Tag eine Trockenperiode.
Und wenn du eine Trockenperiode hast, dann hilft nur DAF. Mhm. Die Seife mit der nötigen Feuchtigkeitsspende. Bieten so einen Scheiß zusammen. Haben Sie nichts Schickeres? Ich will etwas, das sagt, So. der Raum gehört mir. Du gehörst mir. Ja, ich gehöre an mir. Wo finde ich ein... Sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich habe die Daten. Nochmals vielen Dank. Sie Aha. haben ja keine Ahnung, was das für meine Familie bedeutet. Ja, bitte gern geschehen. Ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, aber... wurscht. Ich suche Terminals. Bei ihr waren wir schon. I've been looking for terminals. Steigt durch ein Leben in großen Höhen die Überwachungsbüro. Wo finden wir Terminals? Liara hat um Hilfe beim Hacken von Systemen auf Ilium gebeten, um wertvolle Daten zu bekommen. Nach dem Hacken eines Systems kann ein ungeschützter Serverknoten mit Liaras Maschine verbunden werden. Unsere Reportage dürfte Sie überraschen. Neue Daten, die von der Architektengewerkschaft in Auftrag gegeben wurden, deuten auf Immer und wieder sagst du solche Sachen und ich weiß nicht. Es liegt vielleicht daran, dass dein Vater Batarianer war. Wow. Weißt du, dass Erinia mit Kunden, die keine Asari sind, nicht mal spricht? Die Sache mit dem Reinblut ist praktisch ihre Religion oder sowas. Sie soll bei dem Angriff der Geth auf die Citadel ihre Töchter verloren haben. Ja, klar. Nee. Und davor war der Kontakt mit ihr bestimmt die reinste Freude. Ja. Wie jeden Tag. Sie ist die letzte einer aussterbenden Art. In ein paar Generationen wird es kaum noch reinblütige Asari geben. Irgendwie tut sie mir leid. Ja, die Dinosaurier sind auch ausgestorben, aber die haben nichts dafür können. Immer mit meinen Dinosaurier. Was ist das? Grün, 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 unten grün. Ja, da fängt mein Hirn an zu glühen. So, bitteschön. Oh mein Gott. Hey, wir sind Freundinnen. Ich hab dich nie so genannt. Nein, aber du denkst daran. Okay, hör zu. Du erstattest Zax alles zurück. Hast du verstanden? Er weiß es. Keine Ahnung woher, ist auch egal. Erstatte ihm sofort alles zurück. Und dann bring deinen Arsch in Sicherheit. Wo ist da ein Terminal? Da. Na, machen Sie mit dem Abstandsmesser das angreifbare System ausfindig. Na. Wo ist das? Ich glaube, das wird nichts. Hä? Wie nicht? Ich meinte doch nicht... Okay, pass auf. So Ich kann man sehe mir nicht den den Grund Vertrag noch mal an. unterfuhren. Vielleicht muss man das Zeug neu klassifizieren. Reinblüter sind eine Verschwendung von genetischem Potenzial. Warte mal. Dadurch kommt es zu Rückschritten wie den Ardat Yakshi. Hey, ich mag Reinblüter auch nicht, aber das geht jetzt etwas zu weit. Wo war das? Ich konnte mir gar nicht mehr erinnern, wie die Adak irgendwas ausschauen.
Ehrlich gesagt. Aber sie werden schon Relevanz haben, irgendwie. Also, keine Ahnung. Mal eigentlich jetzt einmal blunzen, ich muss schauen, den Scheiß da irgendwie lösen. Vertrau mir. Die Waren aus den Terminus-Systemen sind sehr gut fürs Geschäft. Ich weiß nicht. Einige davon kommen mir ziemlich gefährlich vor. Genau darum geht es auch. Ja, aber was soll das sein? Oh, blaue Rose von Ilium, lass deine Wurzeln tief. Bist du sicher, dass die Waffen und Panzerungen von Thor Selbstverteidigung gut genug für Eclipse sind? Ja, eine Freundin von mir ist bei Eclipse. Sie hat mir gesagt, was ich besorgen soll. Es muss da irgendwas sein. Gut Firewalls umgehen. Vielleicht brauchen sie ja Tanks. Warte mal. Ein Beispiel. Du kennst doch diese neue Droge, die bleibende neurale Narben hinterlässt. Das muss da Man irgendwas sollte ihnen sein. die Fortpflanzung verbieten. Was war dein Vater gleich nochmal? Salarianer. Oh, dann hast du ihn vermutlich gar nicht richtig kennengelernt. Sei Nix über die still. Salarianer Die sagen. verdammten Sternkarten. Die sind Gehen voll wir. putzig. Und gleich nochmal. Weißt du, was so lustig ist, weißt? Weil ich nämlich sonst in meinem Leben nichts zu tun habe. Einmal. Zweimal. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Scheiß. Also die Mission geht mir auf die Eier. Danke, Liara. Hast du die Sternenkarten bekommen? Ja, allerdings musste ich mich dabei mit Erinia befassen. Ich brauche jetzt erstmal eine Dusche. Was hast du erwartet? Sie ist ein Reinblut. Die sind alle so. Weißt du, dass Erinia mit Kunden, die keine Asari nicht mal spricht? Die Sache mit dem Reinblut ist praktisch ihre Religion oder sowas. Dann brauchen wir noch eins. Soll bei dem Angriff der Etwas so Gefährliches darf man verkaufen und braucht dafür nur einen Vertrag und eine Verzichtserklärung? Das Ja. sind eben die Terminus-Systeme. Alles ist gefährlich und alles steht zum Verkauf. Entweder erheben wir Steuern darauf und behalten die Kontrolle darüber, oder die Schmuggler kriegen das Monopol. Okay. Was ist mit dir? Willst du zur Spezialeinheit? Warum nicht? Jede Asari hat Biotik, dann kann ich sie doch auch einsetzen, oder? Wow, dieses Präzisionsgewehr ist der Hammer. Wenn du das sagst. Noch eins. Blaue Rose von Ilium, du bist in einem Turm aus Glas und Plastik. Mei. Projekt Paddelfische, nehmen wir mit. Allianzkreuzer, nehmen wir mit. Shuttle, nehmen wir mit. Frachter der Art, bla bla bla. Nehmen wir mit. Aha. Sag selber ans eigene. Schönheit unter Glas wird nie selbst. geprüft und ist darum schwach. Wo sind deine... Ich meine nur, wir sind hier, um Waffen zu kaufen. Solltest du das nicht etwas ernster nehmen? Nehmen wir mit. Ja, aber wo ist diese Waffenhändler? Das Geschäft ist da drüben. Und keine dummen Ideen. Der ganze Laden wird überwacht. Ja, ich bin aber gerade dabei, blöde Ideen zu machen, du Warze. Mhm. Blöde Idee ist mein zweiter Vorname. Muss das sein. Hätte ich schon erwähnt, dass man die Mission auf die Eier geht. Ja klar.
Für dich ist Eclipse nur Spaß, aber für mich ist es die Zukunft. Die Fortpflanzungsstrategie meines Clans steht auf dem Spiel. Denken Salarianer auch mal an was anderes außer Fortpflanzung? Na, ein bisschen frigide, hä? Jeder denkt an Fortpflanzung. Nur ist das immer das große Problem, die einen Sie ist die haben's, letzte die einer anderen nicht. aussterbenden Art. In ein paar Generationen Weg. wird es kaum noch reinblütige Asari geben. Geht's weg Irgendwie da tut sie zur mir leid. Deppen. Das ist unnötig. Sie hat selbst eine Asari geheiratet. Shepard, hier ist Liara. Ich habe die Daten. Kommen Sie vorbei, wenn Sie mal kurz Zeit haben. Abtrünniger. Ach, Ich weiß schön. nicht. Ich finde es immer noch schrecklich, dass so etwas legalisiert Natürlich, Liara, Alle komm ich Gefahren vorbei. stehen klar und deutlich auf der Verpackung. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Du wirst doch wohl nicht mit Biotik nachhelfen, oder? Eigentlich habe ich nur Exotherm ausprobiert. So, jetzt muss man nur schauen, wo die Liara sich befindet. Liara Bericht erstatten. Karte. Liaras Büro. Das ist da ein Stück weiter oberhalb. Da irgendwo. Warte mal. Karte. Ich glaube, da sind wir schon richtig unterwegs. Wir müssen zu Liara. Ich sehe es Nudel, du. Tor zur Traverse. Aber steht dieses Tor möglicherweise zu weit offen? Finanzanalysten melden Bedenken an, dass neue Technologien das Gleichgewicht des Marktes stören und Facharbeiter ihre Anstellung noch von Experten hören, welche neuen Technologien Ich glaube, da was meine ich. Leben absolut unerlässlich finden und wie viel sie dafür Da ist sie, die Süße. Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Danke, dass Sie mir diese Systemdaten verschafft haben. Hier. Viel ist es nicht, aber ich hoffe, es hilft Ihnen bei Ihrer Mission. Erinnern Sie sich an den Shadow Broker? Mit den von mir besorgten Daten gelingt es mir vielleicht, den Informationsspeicher seiner Agenten zu finden. Sind Sie auf der Flucht vor dem Shadow Broker? Ich kann Ihnen helfen. Zutreffender wäre die Aussage, dass der Shadow Broker vor mir auf der Flucht ist. Unsere Wege haben sich kurz nach ihrem Tod gekreuzt. Seitdem arbeite ich daran, ihn auszuschalten. Mit diesen Daten bin ich dem Ziel einen Schritt näher gekommen. Kommen Sie mit, ich helfe. Sie können nicht mit mir kommen, weil Sie hinter dem Shadow Broker her sind? Was wäre, wenn ich Ihnen helfe, ihn zu finden? Tut mir leid, Shepard. So funktioniert die Galaxie nicht. Ich muss Spuren finden, Informationen nachgehen. Ich muss arbeiten. Auf der Normandy kann ich das nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Was ist geschehen? Ich habe noch nie erlebt, dass Sie kaltblütig jemanden hinrichten wollen. Was hat der Shadow Broker Ihnen angetan? Ich habe mit einem Freund einen Job durchgezogen. Die Leute des Shadow Broker haben uns erwischt. Mein Freund konnte nicht entkommen. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch verhört wird, aber ich muss ihn finden. Ich schulde ihm mein Leben. Ich will, dass der Shadow Broker für das bezahlt, was er getan hat. Sagen Sie mir, wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann. Danke, Shepard. Das werde ich. Nun, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Nieder mit dem Shadow Broker. Soll ich es riskieren? Ich weiß, dass Sie den Shadow Broker suchen. Ich habe von Cerberus die Information, wo er sich aufhält. Interessiert? Absolut. Ich hatte keine Ahnung. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Sieht aus wie eine abgefangene Übermittlung zwischen Agenten des Shadow Broker. Einige Hinweise zum Standort und... Es geht um Farron. Er ist noch am Leben. Wer ist Farron? Er war ein Freund. Er hat mir geholfen, ihre Leiche dem Shadow Broker abzunehmen. Weshalb wollte der Shadow Broker meine Leiche? Er wollte sie an die Kollektoren verkaufen, aber Farron und ich haben das verhindert. Farron hat sich geopfert, um mich zu retten. Dann haben Sie mich gerettet? Und wie bin ich zu Cerberus gekommen? Nun, Sie haben mir die Informationen für Ihre Bergung gegeben. Vorher haben Sie mich mit Farron zusammengebracht. Danach habe ich sie Ihnen übergeben. Sie sagten, Sie könnten sie zurückbringen.
Ja, jetzt stecken wir da. Sie haben mich vor den Kollektoren bewahrt. Ohne Sie hätte ich nicht zurückkommen können. Danke. Ich wusste nicht, wie sie sich nach der Wiederherstellung durch Cerberus fühlen würden. Hintergangen oder... Sie haben sie zurückgebracht. Und jetzt geben sie mir eine Chance, Farron zu finden. Nach 2 Jahren hätte ich das nicht gedacht.